Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und dann hören wir uns nochmal hier die lustige Rede vom Colonel Großmaul an. Wenn ich die jetzt noch finde, Date. Moment. Dann müssen wir da hier. Okay, es möge mich bitte leiten. Okay. Hier. Ah, da ist der Platz. Jo. Da wird wir jetzt gleich nochmal. Seit kamen viele neue Rekruten zu uns. Seid willkommen. Uns ist egal, welche Hautfarbe ihr habt. Uns ist egal, aus welchem Land ihr kommt. Uns ist egal, ob ihr Mann oder Frau seid. Uns ist egal, ob ihr schwul oder lesbisch seid, bisexuell oder transgender. Das könnt ihr nicht kontrollieren. Diese Dinge stammen von Gott. Daran glauben wir. Was wir ächten, sind Lügner, Diebe, Vergewaltiger, Mörder, Hurenböcke, Ehebrecher, Betrüger, Junkies, Verbrecher jedweder Art. In diesem oder im alten Leben. Wie ihr euch verhaltet, ob euer Handeln Gott gefällt, das habt ihr selbst in eurer Hand. Ach du Scheiße. Jeder Soldat und Offizier, der sich eines Vergehens schuldig macht, wie klein es auch sei, wird genau hier an diesen Ort gebracht und am Hals aufgeknöpft, bis der Tod eintritt. Manchem von euch mag das grausam erscheinen. Vor allem für jedes Verbrechen gleich. Die hier verhängten Strafen sind reine Barmherzigkeit im Vergleich zu dem, was Gott dort draußen vor diesen Mauern über die Welt bringt. Niemand hier ist perfekt. Wir erwarten keine Perfektion. Was wir erwarten, ist Gehorsam, Ordnung und Disziplin. Haltet euch daran. Dann ist der Sieg unser. Weggetreten. Ganz bezaubernd. Naja, also für jedes Verbrechen gleiche Hänge finde ich ein bisschen krass, aber für normale, also für Kapitalverbrechen wie Verrat, für Mord und so weiter und so fort, ja gut. Für Vergewaltigung auch. Aber ansonsten, wenn jetzt einfach nur einer mal Widerspruch leistet oder was gleich umbringe, finde ich ein bisschen heftig. Wir machen keinen Unterschied. Es wird immer hier 1000 Vertrauengeber und 4000 Erfahrungspunkte so. Recht und Unordnung 21%. Ich muss herausfinden, was für eine Art Mann Colonel Garrett ist. Hast du Angst vor Wettbewerb? Was ist das? Du besorge eine Packung Silikat. Das ist für Sarah. Und das ist für die Hauptquest wieder Rettet Taylor. Okay, dann machen wir hier mal der Schnellreiserich. Und fahren dann erstmal zu einem optionalen Ding für Sarah. Und dann kümmern wir uns um den Private Dummkopf. Aber ich wäre doch definitiv dafür, dass Deke eigentlich befördert wird, weil... War denn einfach nur ein Corporal? Das mag er vielleicht auch in der normalen Welt gewesen sein, Corporal, aber in so einer Postapokalypse kann sich so ein Typ durchaus zu was Höherem aufschwingen, finde ich. Okay, Level Up gibt's auch noch. Das machen wir doch gleich. Und zwar, okay, das Zeug jetzt eher weniger. Reduziert Ausdauerverbrauch beim Rollen erheblich. Das kann nicht schade. Die Fähigkeit bei einem Sprint einen normalen menschlichen Gegner oder Schwärmer mit einem Nahkampfangriff zu betäuben. Nimm mal. Stierlauf gemeistert. Sprintangriffe sind aktiviert. Drücke R2 beim Sprinten mit L3, um einen Sprintangriff durchzuführen, den Gegner zurückzuschlagen und ihn kurzfristig zu betäuben. Okay. Bin ich immer gespannt. Deacon, hörst du mich? Deacon. Ich höre dich. Wir zwei haben einiges zu besprechen. Ma'am? Das ist ein... Das ist wohl der Laden. Finden wir etwas Silikat?
Okay, Freunde. Kommt ihr da rein? Das war dumm. Okay, jetzt habe ich Sarah auch noch abgewürgt. Wenn ihr eigentlich noch mit mir retten wollt. Habe ich dich. Drecksäckler. Alles verrammelt. Ich muss... Vielleicht Okay. Hier müsste ich hochklettern können. Hier waren wir doch schon mal, ne? So. Das ist ja eigentlich Milizgebiet hier. Irgendwelche andere Drifter dürften hier eigentlich nicht unterwegs sein. So, joink. Ja, ein Tante Emma Laden. Also, wo zum Teufel ist das Silikat? Ah, für Teufel. Ach. Igitt. Ist das schon? Ja, Na also, Silikat. Geht doch. genau. Okay, also jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Okay. Das Benzin nehmen wir mal mit. Ja, dann haben wir schon rausgerahmt. Gut, dass wir das schon vorher gemacht haben. Sonst wird jetzt nämlich die ganze Freaks locker. Gutes Timing. Ja, da kommt gleich was arg Schisse, ich hör's schon. Ist arg gewichtelt, kommt. Da ist es schon. Und... Kuckucks. Gut, es gibt noch ein Schwärmerohr. Dann müssen wir mal gucken. Zu Sarah direkt. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Alles andere wäre meiner Meinung nach sauber. Wenn wir jetzt noch die andere Quest machen täten und dann wieder zurückgurken, nee, das machen wir schön nacheinander. Dann kümmern wir uns um den Dummkopf Wade und gucken, dass der dann auch nochmal entsprechend gerettet wird. Irgendwas müssen wir ja machen. Okay. Ich hätte es zum Beispiel echt cool gefunden, wenn jetzt bei dieser Kopfgeldjagd auf den Sergeant, wenn Deke sich dann die Binde verdient gemacht hätte und gleich mal zum Sergeant befördert worden wäre. Okay. Dann erstmal über die Brücke. Die ist hier nicht so groß wie, oder nicht so lang. Ups. Hier nochmal zu Sarah. So, das gibt jetzt wahrscheinlich auch wieder reizendes Gespräch. Und... Weaver, ich schwör's bei Gott. Was? Hast du Angst vor Wettbewerb? Verdammt raus hier! Gibt's ein Problem? Ma'am, Nur eine kleine Diskussion, Corporal. Lieutenant. was war das denn gerade? Gar nichts. Es ist... Weaver, er glaubt, die Lösung aller Probleme ist einfach alles niederzubrennen. Scheiß auf ihn. Ja, scheiß auf ihn. Hier. Danke. Nein, nein, Was denn, Deacon? nicht bedanken. Dank mir nicht. Immer wenn du mir dankst, stehe ich wieder mit einem deiner blöden Anforderungsscheine da. Meine Blöden. Das- So denkst du darüber? Du glaubst, was ich hier das mache, meinte ist ich nicht. Blödsinn? Nein! Natürlich nicht. Weißt du, ich verstehe nicht, warum du noch hier bist. Boah. Dann will ich dich mal aufklären. Ich habe 2 Jahre lang Freaks getötet. 2 Jahre lang. Einen nach dem anderen. Ich war ihnen so nah, dass ich das faule Fleisch zwischen ihren Zähnen roch. Wenn du also etwas finden kannst, das sie auf einen Schlag vernichtet, verdammt, dann bin ich dabei. Aber wenn du mich nicht hier willst, dann befiehl mir zu gehen. Ma'am. Deacon, warte. Tut mir leid, okay? Also, ich brauche... Ich muss...
Vielen Dank für die Hilfe. Boah, ist das bitter, von so einer eigenen Frau zu hören, warum du noch hier bist. Das ist richtig mies. Alter Falter. Okay. Da können wir uns jetzt nochmal den Dachschädel anhören. Und dann da nochmal runter. Wir müssen die Arche füllen. Ach du Scheiße. Okay. Hören wir uns halt nochmal den Colonel Dummkopf an. Wie sich das schon aus dem Weg rollen. Moment. So. Ja, hören wir uns nochmal den Blödmann an. Was er wieder zu erzählen hat. Sind seit den Anfängen dabei, haben meine Warnungen gehört, dass Gott uns strafen wird, kamen mit mir hierher, bauten mit mir diese Arche. Egal, ob ihr von Anfang an bei uns wart oder euch erst heute entschieden habt. Ihr seid nun Teil dieser Bestimmung. Ihr seid Teil unserer Mission, die Welt zu retten. Oh Gott. Und denkt immer daran, wenn ihr außerhalb dieser Mauern eurer Pflicht nachgeht, wir suchen immer noch Material, das sich lohnt, in der Arche verwahrt zu werden. Ob Lehrbücher, Handbücher, Enzyklopädien, DVDs, andere Medien. Lieutenant Weaver hat eine Liste mit den benötigten Chemiebüchern erstellt. Lieutenant Whittaker eine mit Büchern über Biochemie, Genetik und Biologie, die noch fehlen. Captain Jimenez eine mit Büchern über Medizin, Anatomie und operative Eingriffe. Sergeant Tomlinson hat einige Bücher über Straßen- und Maschinenbau aufgelistet. Und Captain Hawkins ist immer auf der Suche nach neuem Material über Landwirtschaft und Hydroponik. Ja. Also, haltet auf euren Touren immer nach diesen Dingen Ausschau. So helft ihr, die Arche zu füllen. Weggetreten. Okay, also ohne das Dummgebabbel, ohne das religiös Dummgebabbel, war das eigentlich sinnvoll. Einfach nur, wenn ihr draußen unterwegs seid, dann halten die Aare offen noch Lehrbücher, die nützlich sind. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Also die Arche finde ich durchaus sehr sinnvoll. Hoppla. Ach, wenn ich den Begriff Arche hier nicht so besonders passend finde. Aber an sich ist das eine gute Sache. An sich finde ich die Idee richtig gut, Wissen zu bewahren. Und sich so viele nützliche Bücher, aber auch Unterhaltungsliteratur, Unterhaltungsmedien und so weiter zu erhalten. Dass man halt nicht nur die bierernste, notwendige Sache hat, die man zum Überleben braucht und zum Aufbauen von Siedlungen, sondern dass man auch Spaß noch hat am Leben. Also da muss ich sagen, bin ich vollkommen konform mit dem Colonel. Und zwar tät ich so auch in etwa handle. Dass ich die Leute sage, die Aare aufhalten, noch nützlicher, aber auch unterhaltsamer Literatur und andere Medien. Ich meine, sobald sie dann auch mal wirklich wieder Elektrizität in großem Maß haben und das nicht nur gebraucht wird für so notwendige Sachen wie Beleuchtung und so, dann können sie sich ja auch durchaus mal wieder Filmabende und sowas gönnen. Und da gibt es schon etliche Filme, die erhaltenswert wären. Na, machen wir auf. Dankeschön. So, dann sollen wir jetzt noch einen Dummkopf. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Deacon... Oh, bin ich gerade über einen Biberdamm gefahren. John Whittaker, Ob Deacon überhaupt eine Beförderung Corporal will. St. John, ja. Matt, der Colonel ist hier. Ich sagte ihm gerade, wie sehr du mir hilfst. Corporal St. John? Ja, Lieutenant Whittaker lobt Sie in den höchsten Tönen. Ich mach nur meinen Job, Colonel. Sir. Sehr schön. Lieutenant Whittaker hängt im Zeitplan hinterher, aber mit Ihrer Hilfe. Matt, wie gesagt, also Biologie. Meine Arbeit ist viel komplizierter als einfach eine Bombe zu bauen. Weaver ist...
Lieutenant Dummkopf. Weaver ist dem Zeitplan voraus. Wenn Sie keine Fortschritte machen, muss ich Ihnen Ressourcen entziehen und sie ihm überlassen. Ist das klar, Lieutenant? Ja, Weitermachen. Sir. Ist alles okay? Klingt als ob... Tut mir leid, ich muss weg. Ja, das klingt noch hässlich, ein Konkurrenzkampf und der Konkurrent gewinnt. Okay, das ist dann wieder ein neues Gebiet hier. Aber noch hat sie mich nicht auf irgendeine andere Mission gejagt, oder? Ne? Ja, okay. Das war jetzt einfach nur so ein random Dialog. Corporal Russell. Kommen! Zurück, verdammt, zurück! Na los doch! Rückzug! Rückzug! Russell, Bericht. Sir, wir waren auf Tour und wollten nach Chemort, als wir auf eine unglaublich große Horde trafen. Verdammt, bewegt euch! Los! Na los! Zurück! Ihr habt ihn gehört! Gut, Corporal, hören Sie mir jetzt genau zu. Bringen Sie die Männer raus. Wir sind nicht bereit für einen Angriff, verstanden? Ja, Sir, ganz meine Meinung. Russell, Ende. Los! Bewegung, los geht's! Das Ihn war ab! dumm. Los geht's! Los, los! Und du bist schon der nächste Schimmler. Ups, das war einer zu wenig geschossen. Hey. So. Corporal St. John, kommen Sie zum Hauptquartier. Colonel Garrett. Ja, Sir, ich bin gleich da. Corporal St. John, Ende. Okay. So, jetzt haben wir hier wieder was. Kopfgeldjäger. Aha. Okay, jetzt haben wir von Colonel Garrett mal was gekriegt. Kopfgeldjagd. Hier beim Diamond Lake nichts. Alles klar. So, jetzt machen wir erstmal die Mission hier mit Taylor. Okay. Gut. Sieht doch soweit so gut aus. Jetzt müssten gleich menschliche Gegner kommen. Ohne Filmsequenz, wie es aussieht. Wenn sie dann mal kommt. Sag uns, wo dein Camp ist. Vielleicht lassen wir dich dann leben. Leck mich. Ich glaube, er kann uns nicht hören. Mal sehen, ob wir das nicht ändern können. Von mir erfahrt ihr einen Scheiß. Hörst du mich jetzt? Hä? Hallo? Schafft ihr mir aus den Augen? Was meint ihr? Vielleicht können wir das in dem Camp eintauschen. Gegen Punkte. Pfui Deibel. Ich komme, Taylor. Halte durch. Ach, wie eklig. Okay. Dann helfen wir mal Taily Boy. Ein guter Scharfschütze ist eigentlich genug, um so ein Camp auszulöschen. Na. Dummerweise bin ich kein guter Scharfschütze. Okay. So. Da kommt schon der erste Schimmler. Tschüss, Schimmler. So. Okay. Oh. Das war noch mal einer. Eigentlich wollte ich den Schütze dahin erwischen. Weil Sniper sind immer die nervigsten. So. Wer war das? Das war deine Mutter sein Gesicht, eindeutig. Ah, der Voldemort wieder. Hab ich dich. Das war die letzte Kugel auch in meinem Lauf. Vom Gewehr.
Medikit. Sehr schön. Moment. Ups. Hier ist noch irgendwo einer. Wo ist die Gestalt? Ah, da hinten. Da hinten ballert einer. Und tot. Das war der letzte. Nur noch einen Weg reinfinden. Okay. Ja, das ging doch fix. Ah, da muss ich rein. Okay. Tja. Zur Not, die dich zu Taylors Sache, gehen wir in Deckung. Und dann sprengen wir das Ding, ne? So, gucken wir da mal. Was wir hier noch alles Schönes abflattern können. Gut, die Waffe möchte ich jetzt nicht, aber das Kerosin und so. Und ein kleines Rohr ist schon nicht schlecht. Mhm. Können wir doch nämlich schön nochmal aufstocken. Okay, das waren schon die Banditen. Und? Kriegt er auf, oder? Alles klar. Ich bringe ihn um. Ich bringe ihn um. Ich schwör's. Fallen lassen. Na los. Runter. Oh. Jetzt mach schon. Runter damit. Runter damit. Taylor! Verdammt! Geisel gestorben. Ups. Nett. Das hat wohl so nicht sein sollen. Ich glaube, da hätte ich schneller reagieren müssen. Ich glaube, da hat jetzt der Kehle Schlitzer gemacht. Okay, ich glaube, das sollte so nicht sein. Nochmal. Oh. Oh, das ist ja fies. Okay. So. Nochmal. So. Was war der da? Das war der letzte. Okay. Jetzt muss ich nur noch einen Weg reinfinden. So kann es auch gehen, ne? Einfach nur schnell und unkompliziert. So. Das war wirklich schnell, vor allem schnell abgesnipert. Das ging doch ziemlich schön. Beinahe alle in einer Reihe. Ich bin davor, dass man die dann... dass man den dann mit einem konzentrierten Schuss noch schnell erledigen. So, genau, da war noch die Bierflasche. Moment, da war doch auch noch kruscht, ne? Dann war da noch kruscht. Dann haltst du mal den Gaul an. Ich nehme dann nämlich die Pistole, mache einen konzentrierten Schuss und schießen so die Rieb weg. Hoffen wir mal, das klappt so. Das ging gut. Ich bringe ihn um. Ich bringe ihn um. Ich schwör's. Fallen lassen. Na los. Runter. Jetzt mach schon. Jo. Das hat geklappt. Wie geht's dir, Taylor? Naja, es ging schon mal besser, um ehrlich zu sein. Okay. Oh, Mann. Da. Okay, hör zu, Kumpel. Nimm das. Drück es so gegen deinen Kopf. Gut. Und jetzt will ich, dass du wartest. Ich funke Captain Curry an und der schickt jemanden, okay? Okay, Mann. Ja, okay. Ist das eklig. Einfach mal das Ohr abgeschnitten. Ich hatte schon bessere Tage, das glaube ich. Okay. 50% wie hat er überlebt und 56% ein guter Soldat. Okay, wir gucken uns hier nochmal um. Captain Corey, hier spricht Corporal St. John, kommen. Den A-Führer flattern wir auch noch. Lieutenant Whittaker. Wir sprechen über Sie.
Corporal, ich sagte Captain Curry, dass Sie eine enorme Hilfe und unentbehrlich sind. Ja, danke, das ist großartig, aber das ist nicht der Grund, warum ich... Captain, es gibt ein Plünderercamp direkt beim South Rim Drive. Plünderer? So nah bei der Insel? Hören Sie, nein. Ich habe sie erledigt, aber Private Taylor ist verletzt. Oh je, geht's ihm gut? Private Taylor? Was macht er da draußen? Ja, er wird's überleben. Ich weiß nicht, was er hier draußen wollte. Der Doc, Jimenez muss mit ein paar Männern herkommen und ihn abholen. Ich krieg die Koordinaten. Ich gehe zu ihm und sage Bescheid. Curry Ende. Alter. Schnell weg! Scheiße. Flucht noch vorne. Weil von da kommt noch die ganze Freaker. Also zumindest mal einer. Boah, Alter. St. John, bist du da? Ja, ich höre. Hier ist Lieutenant. Und noch ein Wolf, der Gebäudeteile wollte. Stehen geblieben? Hier ist Lieutenant Weaver. Schon einen Blick auf meinen Anforderungsschein geworfen? Du bist ja fast täglich für die Hexe unterwegs. Ich fühle mich vernachlässigt. Ups. Alter. Okay, wie war das? Du bist ja fast täglich für die Hexe unterwegs. Ich fühle mich vernachlässigt. Ja, ich meine... Ja, Sir. Styropor. Sie brauchen Styropor, stimmt's? Ja, genau, Styropor. Wenn du keins finden kannst, am Highway 97 südlich von Chemont steht ein kaputter Laster unterm Wasserturm. Findest du das? Ich bin... Hören Sie, ich finde den kaputten Laster, okay? Ich hole Ihnen Ihr Styropor. Ups. Weaver Ende. Nochmal ein Wolf gegen Berglöwe? Alter. Auch ein ziemlich epischer Kampf. Corporal St. John, hier Wollen spricht sie alle Corporal was? Garrett. Bericht. Ja, Sir. Corporal, ja. Oh, Die oh. Sache ist äußerst dringend. Ein Soldat, ein Offizier, ist fahnenflüchtig. Offizier? Oh Gott. Noch Jäger. Oh, fuck. Boah, Alter. Jetzt wollen sie aber wirklich alle was von uns. Ist halt seine tot. Boah, Alter. Ist langsamer. Schnell. Lecco mio. Ist ja nichts wie raus. Ein Verräter der schlimmsten Art. Er ermordete 2 Soldaten und stahl ein Bike aus dem Fuhrpark. Er wurde am South Rim Drive gesichtet. Das Bike hat einen blauen Tank. Finden Sie ihn, Corporal. Ja, Sir, den kriege ich. Corporal, ich will ihn lebend. Lebend, Sir. Wir werden ihn hängen, Corporal. Als Exempel für alle, die glauben, über den Milizgesetzen zu stehen. Die glauben, über Gottes Gesetz zu stehen. Oh je. Ja, Sir. Wegtreten, Corporal. Es geht aber auch nur um heilige Strick. So, da ist dann das. Ich habe es mal bei ihr versucht. Weavers Styropor, ja. Das wird tatsächlich das nächste, wo ich hin möchte. Kopfgeldjäger, sie haben den falschen. Mach den Dieb ausfindig. Tja, dann würde ich doch mal sagen, liebe Leute. Für mich wäre es eigentlich für heute wieder erledigt. Deswegen mache ich hier mal einen Speicherpunkt. Und wird doch Sache, wenn es hier gespeichert hat. Wir sehen uns übermorgen wieder. Zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und gerade mal gucken. Jawohl, es hat gespeichert.
ja, sehen uns dann übermorgen wieder und schauen mal, was so Lustiges bei rauskommt. Wie gesagt, erstmal Styropor hole, dann die Kopfgeldjagd und bis dahin. Machen's gut und bis übermorgen. Ayan. Yankee.